Herzlich willkommen zu dieser hochklassigen Freundschaftspartie. Beide Mannschaften kennen sich bestens und deswegen darf man gerade mal gespannt sein, wie die Partie läuft. Sebastian. Ja, richtig, Tom. Also ich finde es besonders interessant, dass die Trainer alles auf den Platz geschickt haben, was Rang und Namen hat. Also alle Stars sind dabei. Es sind zwei richtig gute Fußballmannschaften. Der Druck ist ja gar nicht so da, weil es nur ein Freundschaftsspiel ist. Dennoch wird es ein richtig packendes Fußballspiel. Ja, das hat er sich im Prinzip anders gedacht. So war das nicht geplant. So macht man das, so bereinigt man die Situation per Kopf. Und er findet den freien Mann. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, keine Schwierigkeit für den Keeper. Schöner Kopfball. Ja, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die andere Richtung nach der Balleroberung. So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und so kann er nicht in den Mann gehen. Da hat er Glück gehabt, dass es nur Freistoß gibt und nicht noch eine Verwarnung obendrauf. Wunderbarer Pass. Los, schieß, Junge. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Ja, guter erster Ball, Tom. Für den Torhüter ist ja mal wichtig, dass der erste sicher abgefangen wird. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ah, muss er sich da beklagen, so hart wie er in den Zweikampf geht? Natürlich nicht. Die gelbe Karte erfolgt korrekt. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Und vielleicht macht er es ganz alleine. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Ich glaube, das war schon richtig entschieden vom Schiedsrichter gespannt, da auf Abseits zu erkennen. Klasse, wie er den spielt. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ja, Foul, aber der Schiedsrichter gibt wohl keine gelbe Karte. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen.
Er behält die Übersicht und entscheidet, nutzt er die Chance. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Modric hat den Ball. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Achtung, jetzt brennt. Da wirft er sich dazwischen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus, zeigt er auch wieder in dieser Situation. So eine... Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Luka Modric. Und daraus könnte was werden. Und direkt auf den Verteidiger gespielt. So, das war's. Zumindest was die erste Halbzeit angeht. Spielstand 0:0. Viel ist nicht. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Unglaublich, wie gut die da hinten stehen. Perfekte Disziplin, perfekte Organisation. Und nach dieser Aktion muss der Schiedsrichter Freistoß geben. Richtig so. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Ja, da lässt er den Ball laufen, klasse Zuspiel. Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Wer soll gegen diese Abwehr ein Tor schießen? Klasse Ball und das über diese Entfernung. Zieh ab, Junge! Jetzt halt, da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen.
So, kurz geklärt und schon den Gegenangriff eingeleitet. Nur raus aus den 16er mit dem Ball, um Himmels Willen raus. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Der Verteidiger kann klären. Ein Weltklasse-Pass. Klasse Schuss aus der Distanz. Und das war ganz eng jetzt. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, und klasse, wie sie da gleich von Abwehr wieder auf Angriff umschalten. Ja, das war klasse. Also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hochzufrieden, wie seine Hintermannschaft steht. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Ja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zwar im Alleingang. Gut per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. So, den muss er jetzt verwandeln. Und Tor, unglaublich, was für ein Jubel. Und damit entscheiden sie dieses Spiel buchstäblich in letzter Sekunde für sich. Tor in der Nachspielzeit. Oh, da werden Erinnerungen an das Spiel zwischen dem FC Bayern und Manchester United. So, und jetzt müssen sie nach dem Führungstor, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.